So, heute sitzen wir neben am ältere Café, am online ältere Café, weil nach immer können man nicht live am ältere Café aufhängen, wenn es dem Covid. Und alles geht gut, geht dir auch gut, Veronique, relativ gut. Ja, gut. Nicht so viel gestresst. Nee, geht noch. Ich will Congé, Ja, geht besser, das ist nämlich lang. Das ist schon Congé. Ich freue mich nicht einfach so, aber als Thema von heute aus den Stress am Familienalltag. Männer am Berufsalltag, mehr für die Busse mit denen zwei zu den Berufsalltag und den Familienalltag. Jeder geht es so, den an der Berufswelt steht, als Eltern, und daheim muss funktionieren, heißt du, sind Beine nicht lang genug für die Spagat zu machen. Neues Rennen, die man Kinder aus dem Haus raus, für mal Zeit im Bus zu sehen, für mal Zeit in der Schule zu sehen, muss ich vier und Schmiere geschmiert haben, für das er etwas zu essen haben. Und am Anfang sind schon mal die Gedanken im Büro, wo ich vielleicht ein wichtiges Meeting hat oder irgendeinen Workshop hat oder sonst irgendeine Verpflichtung hat. Da steht ich noch am Stau und heißt es ist immens schwer, von den engen Gedanken loszukommen und dann auf die anderen Gedanken sich zu konzentrieren. Da sitzt sie vielleicht an einer Versammlung, auf schwupps rabbelt ein Telefon und da rief Maison Relais oder Joe rief dann, der Kleine ist krank, die musste sicher kommen. Und schon hält den sein Bein an den Grab, setzen sich an den Auto, rennen den Rippen hin, weil er kann. Also Heinz, du könnt ihn doch schon unsere Limiten und wir sind nicht mehr richtig für ihn alles soll in einen Hut kriegen, aber wenn noch ein guter Mama oder ein guter Papa kann sein an dem ganzen Stress. Was meinst du, Veronique? Wie kann den Dummer da umgehen, für das ihn sich und seine Kinder schützen kann für den ganzen Stress, für nicht dauernd auszuflippen? Wie kann das gehen? Weil als Welt und als Gesellschaft, die geht ja aber immer mehr in die Richtung, dass ihn mehr schaffen geht, trotzdem nach daheim aus und nach viel muss daheim liefern, Animation und so weiter. Wie kriegt ihr das alles in euren Hut, für dass ihr nicht am Bankerteil ausgeht? Ja, du hast recht, dass heute nicht so einfach Gleichgewicht zu finden zwischen den Aufforderungen, die auf seiner Arbeit tun, dann aber auch den Aufgaben, die am Familienalltag so auf ihn durchkommen. Ältere sind das auch ein ganz anstrengend, schwierig Aufgabe, die ihn hat, weil ihn auch oft keine Pause kriegt, an ihn ja aber ja, viele verschiedene Aufforderungen hat. Das ist auch so, dass wir alle guten verschiedene Kapen und wir sind sowohl Mom, da sind wir gleichzeitig Partnerin, Frau, wir sind noch am Beruf dann vielleicht eine Firma oder und danach als Hobbyen, wo wir dann noch vielleicht Pianospielerin sind oder Sängerin, da tischen wir so viele verschiedene Kapen und dann ist es halt so ganz schwierig, für so hin und her zu switchen und auch ja, die verschiedenen Rollen ja, zu leben und auch nicht an so einen Konflikt zu kommen zwischen den verschiedenen Rollen, die soll am Leben machen. Aber ich habe noch gemerkt, dass wir als Eltern uns selber uns zu viel Druck machen, also den Druck, den wir uns selber ablehnen. Und also doch so, dass wir uns ertappen ich mich auch selber oder ich sehe bei anderen Eltern, dass wir uns wollen alles perfekt wollen machen, an all die verschiedenen Bereiche wollen maximal Leistung bringen. Und dadurch gehen wir dann so schon chronisch überfordert und nicht viel Zeit. Und das ist so wie wenn man nach Systeme funktionieren, so wie Maschinen. Und eigentlich dadurch, dass wir so perfekt sind, kostet das also immens viel Kraft, Energie und einerseits aber auch ganz viel Lebensfried. Weil wenn wir immer nicht mehr funktionieren, an dem Maximum gehen, dann irgendwann gehen wir auch ausgebrannt oder wir haben keine Kraft mehr für an der Familie auch noch präsent zu sein. Und eigentlich ist es so, dass Kinder brauchen nicht Eltern, die perfekt sind, weil das mir wichtig für Kinder, dass die Eltern authentisch sind. Ja, wenn sie authentisch sind, dann sind sie Menschen. Sie weisen, dass sie viele Ressourcen haben, Stärken. Und sie weisen aber auch, dass sie können Fehler machen und nicht perfekt sind und noch Schwächen haben. Und
eigentlich aus der für Kanner mir Hölle freisch, weil sie dann noch selber gesehen, ich darf auch die Fehler machen, ich muss selber auch nicht perfekt sein, für meine Mama möchte auch Fehler oder sie hat auch Schwächen und da fällt auch schon ganz viel Druck weg, weil kann am Alter leben, okay, genug dich, wo meine Mama mit ist, wo sie keine Energie hat, an einer, die ist besser gelaunt und das, sie gesehen auch, dass wir Menschen sind und nicht nur Maschinen, die sonst noch funktionieren. Ja, an wie ist das dann, also wäre also als Beispiel hört ihr auch die Situation, wenn ihr dann daheim hast, also am kleinen Nudeln zu kochen und dann rappelt ein Telefon an den Arbeitskollege wird vergisst selbst zu fragen und da sind dann noch um Handy während den an der Zucker ja egal, aber gerade an dem Moment dann passiert so irgendetwas, wo kann er dann irgendeinen kleinen Scheiß machen, so einen Schluck oder sie holen, die klammen dann auf die Schafe und holen ein Glas raus, was sie vielleicht sonst nicht gemacht haben. Also ich will so wäre oder frohen, wie das möchte man den Kanner, wenn ich nicht so halb präsent ist, weil die Situation nur die ja immens oft dann von der Arbeit heim oder zu dir auch so Situationen, wo ich just nur halb also oder wo ich noch ein E-Mail beantwortet und dann bläht aber Hand drin oder wo ich sich aber im Moment noch muss konzentrieren. Was möchte man den Kanner, wenn sie das merken? Also ich dann Hinblick ob so aggressiv gehen oder irgendeinen Dummheit machen am Hintergrund. Aber auch wie kann ich da umgehen? Also ich kann dann die als Eltern nicht an die Situation kommen. Ja, es kann an die so bisschen wie Antennen, sie spüren du, wenn gerade im ersten Moment, dass da meinen sie unabhängig dann nach einer Steigerung geht. Und mir eigentlich gesehen kann dann, dass mir selber gestresst sind, selber überfordert sind und dass mir alles half machen und nicht im Moment selber richtig präsent sind oder leben. Und sie haben dann auch vielleicht als Kanner Gefühl, dass keine Aufmerksamkeit bei ihnen aus, weil mir ja alles half machen, sind mir aber machen mir nicht zu 100%. Eigentlich also heernst du besser, wenn ihn sich Prioritäten setzt und dann vielleicht sieht, okay, ich will nur nicht alles perfekt machen, ich will mal 2-3 Sachen, die sind haut wichtig für mich an der meinen Stadt, auch wenn ich dann mehr Zeit hat und ich nicht alles kann machen, aber die Sachen Mensch bewusst an die ich konzentrieren meine Aufmerksamkeit auf die Sachen und der Mensch aber auch mehr gründlich und ordentlich. Wie heernst du am Alltag kann es auch oder zum Beispiel bei mir merke ich doch, wenn ich mein Mädchen zum Beispiel an Krise gehen und wir kommen heim, dann fangen ich nicht zum Beispiel direkt mit kochen und dann ist immer so ein Moment, wo wir heimkommen, wo wir raus am meistens, weil dann eine Geschichte erzählt können oder irgendwie, weil hat eben noch 3 Jahre wurde da ein bisschen Körperkontakt und da bei mir am Schoß ist und da gucken wir eine Geschichte, wir schwätzen ein bisschen und da fängt ich recht mit kochen kann ich am Alltag dazu abbauen, dass den eben verschiedene Momente wird, wo jemand kann das an dem Moment aber Momente wo ich probiert für Kanto zu sehen, ihm not zu lauschen, präsent zu sehen mit der ganzen Aufmerksamkeit an da den dann zum Beispiel sieht ein Viertelstunde wenn ich mir Zeit wir gucken auch ein Buch an du dann kannst jetzt so das aber überhaupt noch viel zu den mir logisch könnte Papa essen an ich will gerne aber ein Pferd schon kochen du kannst doch Rolle für mich Jobs ernst dass du den da vielleicht die Karten möchte und kann gesagt okay ich kann mit Mama keine Zeit da kann natürlich vielleicht auch für sich machen weil das gerne möchte aber dem Moment wo ihn sich Zeit hält da den dann auch nicht 3 Sachen gleichzeitig möchte weil dann so gesagt auch kann okay meine Mama hat nicht den ganzen Tag Zeit sie hat auch noch eine Aufgaben aber wann sie sich Zeit hält mit mir dann alles bei mir und sie lauscht auch mal nur an sie ist präsent und das dann aber auch ein wertvoller Moment im Moment wo Qualität ist dann hast du also wichtig dass als Eltern dann noch einmal zu dem Handy ob Zeit lädt sogar vielleicht an den Flugmodus stellt für nicht gesteuert zu gehen oder ja schon ja weil also weil man schon der doch schon bei mir selber und statt nicht zu machen dann heernst du
möchte mein Mädchen eng Domet, weil er merkt okay Mg Mam lauscht mal net no oder sie net ganz du wie dat ich dann fir Aufmerksamkeit zu kreien an weil dat aber da fehlt. An heernst du gewinn den och Zeit von den der 4 sech Sandskollet a mir lang Zeit bei Appes blieben hast kann den aber auch Zeit gewonnen, weil vielleicht dann kann froh, weil den im Moment mal Team verbrucht huet an auch präsent war an dann also doch heernst du froh, weil kann Apps für sich legen Apps mohlen oder Apps wo net immer neben drin hast. Dat kann einem auch Rolle, weil dann hast kann mir ausgeladen, dann ansteiert nicht die ganze Zeit. Mehr noch schonwees von dann im Aufgaben gegangen hast, dann haben wir auch oft hat so dann du singt Mühen am von der Büro gespielt so hat Schreiberei gemacht schon Mengen Schreiberei gemacht. Da soll zum allen zwei durch am Ju geschafft musst du Dinge Exerzisten und ich muss nach schreiben oder lesen oder Menge erbisch zu denen oder du warst bei Dinger Show. Das war bei lang Zeit so. Kann dann zwar auch kippe, wann da muss intervenieren, wann die Aufgabe gemacht wird. Du hast ja dann auch oft wichtig, dass sie präsent ist und nicht so halb nur lauscht oder dann halb guckt, ob ein Exerzice richtig ist oder du musst ihn dann noch Mittelweg fand oder Lesung fand. Ernst du denken just auch flott, weil dann hat gesagt, dass du im Vertrauen die Aufgabe möchtest und nicht dauernd dran stehst und guckst, die Fehler da und das ist verbessert, du lässt das sein, und gleichzeitig musst du etwas für sich, was dann noch eine Aufgabe ist und hat aber die Ruhe zu machen, ohne dass dauernd vielleicht ihnen sieht, dass du hast Fehler, du kannst verbessern oder kontrolliert. Stichwort also Punkt so die Achtsamkeit, das zwar so gut, weil die Rolle hat mir anderem, was da aber irgendwo richtig steht, dass das war die möchte, dass ihn dadurch dann dem Moment auch wirklich geht möchte, nicht Gedanken dann also da sind da möchte, da sind intensiv du oder umgeht, weil die gerade am Gang zu machen. Ja, ich fand auch, dass mir sie auch Vorbilder für Eiskanner, wenn sie selber am Alter leben, dass wir um andere machen und da probieren, präsent zu sein und Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, dann imitieren sie uns und sie machen das dann auch vielleicht am Alter und dann ist für sie auch mehr einfach zu funktionieren an die Aufgaben an der Schule oder du zum Meistern ohne sich selber zu viel Druck zu machen Stress, weil sie das ja davon alles aufgucken und dann auch gesehen okay meine Mama möchte nicht alles, sie möchte nur anderen und das bringt auch ein bisschen Ruhe ran. Aber das ist nicht einfach, das muss ich noch lernen. Also, das muss ich nicht üben, weil ich am Anfang, am Trend vom Alltag dazu verlegt, jeder fried etwas, jeder hat gerne etwas, muss in Haus sein und da sein und da sie am Anfang also wussten auch dahin so mal zugeben in so das ist man gefragt, dass die so Multitasking Arbeit machen, bei dem wenn Arbeit hört möchte in 3 Sachen gleichzeitig und das so bisschen noch so von neuer Gesellschaft zu erwarten den pro Sache kann gleichzeitig machen oder den sowohl ob der Arbeit gut funktioniert wie du hin an der Freizeit das so das Idealbild was ja und heute soll die sogar schlecht viel wann nicht möchte oder da meint den Ferien du bist zu viel cool zu viel rauisch oder nicht aktiv genug so man muss so war schon pur Bücher brucht anderem ne sein ja die ich just an die do Richtung drehen so wo eine Busse kann lehren wie kann ich mit kleinen Übungen oder mit kleinen Trio lehren bisschen wie besonders mit sich selber mit seinem Alltag mit seinen Kanner umgedrehte Kanner beibringen wie sie mit sich selber ob ihr Bauchgefühl können aguen aber wie sie können du mal da lehren und mit kleinen Übungen lehren du mal da umzugehen. Die kann ich vielleicht nur weisen. Da gehen wir just drüber bei mir kleine Bücher. Maja, ich sitze hier in einer Halle, wohl Bücher, die alle guten rund um das Thema
stressfrei am Familienalltag leben drehen. Das sind Bücher, die also ein bisschen erklären, um was es geht. Hier steht das etwas für Eltern oder Erzieher oder auch Großeltern. Wie das ist, Stress, wie funktioniert Stress, wie kann ich mich und meine Kinder ein bisschen dagegen schützen. Und auf der anderen Seite, das ist ein bisschen mehr theoretisch, und auf der anderen Seite haben wir dann auch eine ganze Gruppe Bücher, die eben wirklich kleine Handreichungen, praktische Übungen liefern, wie ihr das konkret mit sich selber und mit seinen Kindern daheim auf ganz einfach Manier meistens kann ausprobieren. Für dich schreibe ich mal als kleines Beispiel so ein ganz flott Küst. Das La méditation est un jeu d'enfant, am Anfang also dein Kartei, wo zu verschiedenen Themen, also wenn ein bisschen abgewollt ist, oder kann ich nicht ausschlafen, oder es will ein bisschen sich an sein Körper neu spüren lernen. Zu verschiedenen Themen, rundherum sich entspannen und so weiter, von den kleinen Kärterchen und ob den Kärterchen aus der jeweils eine Übung, die zwischen 5 Minuten und einer Stunde dauert, die ohne Material ganz einfach kann machen, dass sie vielleicht kleine Fantasiereisen, die man mit den Kindern kann machen, verbunden mit kleinen Übungen, Atemübungen oder auch Körperübungen. Und es steht auf allen kleinen Kärtchen eben dabei, was für einen Bereich ich gerade trainiert mit den Kindern. Und muss ich so, und alles von den so etwas, so eine Übung mit den Kindern mischt, dann ist das nicht nur für die Kinder, mehr als Erwachsenen. Du profitierst den auch von den Momenten, wo ihr dann trocken, wo ihr ein bisschen entspannt, zusammen mit den Kindern und so weiter. Also, la méditation est un jeu d'enfant, das ist eine Flotkartei, die für ganz viele Situationen nicht zu empfehlen ist. Dann habe ich ein ganz flott, das ist am Anfang ein kleiner Block. Da geht es um Yoga, 100% Yoga des Petits. Das sind kleine Yoga-Übungen auf alle Seiten, die entweder eine Suite von Yoga-Übungen, zum Beispiel le Rituel du Matin. Du könnt, wie soll es ernst sein, als erst den Sonnengruß. Wie jemand den Kanner kann morgens, den Morgen ganz dynamisch, energisch aufhängen, an eine gute Möglichkeit ist, mit den Kanner den Sonnengruß zu machen. Da sind die Einzelposturen detailliert erklärt, und wie ihr richtig dabei atmet, das ist ein ganz flotten Einstieg an den Tag. Dann wird in aber ein kleines Kapitel, wo es seine Sinne neu entdecken, lehren geht, wo ihr kleine Übungen hört für Atemübungen oder aber auch so kleine Massageübungen, wie den Körper eben neu zu spüren. Das ist pro Übung oder pro Serie von Übungen, die aus dem Yoga kommen, wird den dann Seite, wo der Schritt für Schritt ganz flott mit kleinen Zeichnungen und Erklärungen ganz einfach beschrieben wird. Also 100% Yoga. Übrigens als nicht nur eine Erklärung zu den einzelnen Übungen für zu lesen oder zu gucken, mehr hinten dran, als auch noch eine CD. Da kann ich das auch als Geschichten, angebunden an Geschichten lauschen. Für darum muss ich die Übungen aber vielleicht probieren, für das sie dann besser machen können an den einzelnen Geschichten. So, dann habe ich drei Uhren, also schon eigentlich der ganze Kopf von den Büchern, wie Alkeias kann ich nicht mehr so, wenn der interessiert sieht, und so Bücher, die rundherum sein Körper kennenlernen, bis mir ruhig gehen, Übungen und so weiter, für sich zu informieren rundherum den Thema. Die könnt gerne bei uns an der Wurzbildung anrufen, und die kriegt von uns dann die Lust heimgeschickt oder heimgemeldet, wie ihr wollt. Wir können nicht nur mit Rot und dort zur Seite stehen. Ganz heute habe ich ein paar Bücher stehen, da dreht sich alles rundherum Sophrologie. Sophrologie kennen vielleicht verschiedene Leute schon nicht, bis für kurzem noch nicht kannten. Aber wir haben das hier an unserem Online-Elterncafé eine Madame besucht, das ist Ophelia. Die Ophelia ist ausgebildete Sophrologin.
was hat alles geleiert wird, aber jemand das Hölle von der Sophrologie zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Ruhe und Entspannung kann kommen, das wird hat also selber erklären. Vielleicht weiß das also sogar die eine oder andere Übung, für das du ein bisschen Gefühl und einen Abblick an die Welt von der Sophrologie können kriegen. So, wir haben ein bisschen Platz gewechselt und wir sind nur zu 3, weil wir haben heute Besuch bei uns. Ich habe hier drunter auf meinen Bücher durch, ich hatte schon davon geschwärzt, dass mein Party Bücher zum Thema Sophrologie haben. Und wir haben nicht nur mit Bücher haben, wir haben noch eine Madame hier, Ophelia, der das ausgebildete Sophrolog, ein ganz schweres Wort, wo ich nicht direkt weiß, was da drin steckt, wie das wird Ophelia also ein bisschen erzählen, was hinter der ganzen Sophrologie steht, und wie die alles kann am Familienalltag und am Stress ein bisschen helfen. Und hat wer das dann zu guter Letzt ein bisschen mit praktischen Übungen weisen, wie das so für sich geht, wenn die Sophrologie möchte. Und da werden wir auch noch einen kleinen Tipp geben an irgendeiner Sache, weil wir haben nämlich auch so Kuren, die wir anbieten zum Thema Sophrologie. Ophelia, ich bin froh, dass du hier bist und wir sind gespannt, ob das, was du also erzählst. Naja, wie du gesagt hast, kann ich sehen, das ist ein bisschen kompliziert, klingt ein bisschen komisch. Und ich will das einfach sagen, dass es der Caicedo, den Dr. Alfonso Caicedo, mit Sophrologie entwickelt. Und 16 Jahren. Wollte auch weisen, dass ganz viel Sophrologie gibt. Aber hier hat die Sophrologie weiterentwickelt während 60 Jahren. Und hat das an 3 Zyklusen entwickelt, wo 12 Grad sind. Und als Sophrolog, den sich Sophrolog Caicedia nennt, aus denen, die 3 Zyklusen gemacht hat während 4 Jahren. Bei der Internationalen Akademie de Sophrologie Caicedienne, die auch Spanien ist. Und was ist das Sophrologie? Vielleicht ist es nicht so einfach zu wissen. Ich weiß nicht, Veronique, kannst du eine Ahnung davon hast? Nee, nicht so ganz viel. Ich meine, ich habe es mit Atmen noch zu denen oder. Genau. Ganz genau, weiß ich doch nicht. Als Sophrologie, die erlaubt uns mehr an Equilibre zu leben, an unserem Alltag, wo wir besser mit unseren Emotionen und Gefühlen umgehen. Also, wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viel Stress ist, wo man viel Sachen müssen machen, und auch als Eltern, es sind noch Mama von 2 Kindern, da sind wir nicht immer da. Und Sophrologie sind sich paar Techniken, also die sich von vielen Sachen inspiriert, wie der Yoga, der Zen, Buddhismus, aber auch Philosophie und Phänomenologie. Immens kompliziert. Mais voilà, und den Dr. Alfonso Caicedo, den hat das alles zusammen gemacht, observiert, entwickelt und immer verbessert, seht ihr nur plötzlich verbessert, mehr amélioré, angepasst, weil er hat gemerkt, dort Leute reagieren besser, wenn statt so anstatt das tut. Voilà. Und was heißt Sophrologie, dass den Sos von der Gleichgewicht, der Fremd, das der Bewusstsein und der Logos, das Wort, weil wir schwätzen während einer Seance. Und sind noch die Studien. Und sich als Sophrologie, die Studien von der Harmonie, eine Harmonie und Bewusstsein. Ja. Also das ist ein bisschen kompliziert, der Plötzlich. Mais voilà. Dafür habe ich halt ein paar Techniken gedurcht, wo wir Kinder für die Eltern gehen, dass wir mehr Bewusstsein an unserem Körper sind. Weil ganz oft sind wir nicht mehr am Kopf und wir vergessen unseren Körper. Das heißt, wir sind, was muss ich da machen? Ich bin das vergessen zu machen. Sind nicht da, man kann rufen. Wie was so. Und sich, wenn ich den Irrter möchte, seht ihr noch Französisch, das Anatmen fest, also ganze Körper ausspannen und dann
loslassen, dass immer mehr am Lo dans le moment présent. Ja. Am sich kann ihn das, also wir sitzen heute, weil kann das besser mit der Kanner am Sitzen das zu machen, wie auf dem Stuhl. Ja. Das ist mir sympathisch. Wir können noch ruhig aufstehen. Und sich nehmen wir der. Wir atmen an. Spannen unseren ganzen Körper, wir spannen den um, spannen an. Loslassen. Und das könnt ihr ein paar Mal machen. Also, wenn ihr wisst, okay, wenn ich heimkommen, da bist du als von der Hummer, und ich bin nur mit meinem Kanner, ich muss kochen, aber ich will nur mehr achtsam sein. Und so kann ich noch anatmen, fast den ganzen Körper zusammendrücken und loslassen. Und einen kleinen Bodyscan machen, wo wir mehr aufmerksam sind. Mit dem Kopf, den Hals, die Schultern, den obersten Teil von unserem Körper, den Bauch, die Hüften, Beine und Füße. Und wir können dann aufmachen. Und dann sind wir mehr heil an. Und mit der Kanne können wir auch das machen, mit unserem Kissen. Also zum Beispiel, wenn das Kanne nutzt, die ein bisschen nervös sind und sie wollen noch etwas spielen. Und ihr merkt, dass es nicht mehr geht. Au français, c'est den tu vas chasser ta colère. Das Kissen hoch. Anatmen. Das drücken als Muskeln an, wenn man nicht mehr die Luft können anhalten. Ui! Und das kann der machen. Also, wenn sie zu viel nervös sind oder Energie haben, das können sie ein paar Mal machen und sie haben das mega gerne. Und das muss normalerweise klappen. Ich sage immer, tu chasses ta colère. Und wenn sie ein bisschen nervös sind, also ich will, los. Und dann sind keine mehr am Körper und all die Nervosität, die fliegt fort. Ja. Voilà. Das ist ein bisschen mehr dynamisch. Wir werden auch gerne machen, das mit einer kleinen Plombe. Up. Also, wir können langsam sitzen, wird vielleicht besser. Wenn zum Beispiel sie wollen nicht ruhig bleiben oder sie wollen nicht ausschlafen oder die wollen einfach mehr ein Zeitchen zusammen verbringen, wo ihr euch entspannt, da könnt ihr ruhig ihm sagen, okay, lo atmen, dass wir mehr bewusst sind. Die Plombe, die darf aus sich nicht fortfliegen. Aber sie muss sich hören. Aber wenn sie fortfliegt, dann können sie fangen und zusammen Martine spielen und aus sich entspannen sie beim Spielen und mit der Beatmung. Und das ist eine kleine Aktivität, die dauert nicht lang, aber das ist ein Zeitchen, wo wir mit dieser Kanne verbringen. Du bist ganz gut daran. Also weil das kann ein bisschen zu nervös sein, könnt ihr sagen, obwohl das Plomb nicht dabei hat, könnt ihr sagen, mal bloß mal auf Plomb. Komm mir bloß zusammen. Und das spielt er einfach, wenn Plomb ist nicht dabei sein. Ja. Ein fiktiv Plomb. Und das ist die bewusst Beatmung. So steht, da könnt auch machen. Bei mir passt es noch. Voilà. Was wir können auch noch machen,
Daniel, das ist okay. Was man können machen, das einfach ein Film machen, was man kann. Also, wenn dass man mehr aufmerksam sind bei dieser Beatmung, die Luft kommt durch die Nase ran und durch den Mund raus. Wir atmen an und atmen aus. Die Anatmung ist ein bisschen kurz, die Ausatmung ist mehr lang. Wir atmen an und atmen aus. Atmen, ausatmen. Wir entspannen uns bei der Boden. Wir können gemeinsam abmachen. Und das sind Sachen, die wir können machen, das kann er schlafen gehen am Bett. Nur der Geschichte. Könnt ihr das benutzen, für das sich entspannen, dass sie mehr relax sind, auch vielleicht einen kleinen Bodyscan zu machen, wo wir sagen, wir passen auf unseren Kopf ab. Wir fühlen unser Genick, unseren Hals, Schultern, den jeweiligen Teil von unserem Körper, unser Bauch. Und der Bauch, der kann drauf und rauf, bei der Beatmung, an als Bein. Und das tut ja auch dann dem Erwachsenen gut, den die Anleitung möchte. Ja. Also kann er gehen zwar rufen vor, oder fuhren sich rauf, aber den Erwachsenen automatisch machen. Auch, ja, das ist eine Komplexität, die sich entwickelt, wenn ich Soziologie möchte, mit der kann. Und mehr auf Französisch und der technische Bier, dann nennen wir das eine Alliance. Il y a une alliance qui se crée. Und das Komplexität, das qualitativ Zeit, die man immer verbringen, wie Veronique gesagt hat. Es muss nicht ganz lang sein. 5 Minuten geht völlig schon durch. Ja, das ist auch ein Job für drin und bei den Kerten schon gesagt, und ich das Buch über Meditation, die kleinen Momente, also 5 Minuten mal nicht, kann ich eine kleine Geschichte oder und kann er, Übung. sie haben das immens gern. Das ist wirklich etwas, also all die Kanner, weil ich schon mich spezialisiert an der Soziologie für die Kanner, Jugend und Älteren, und das klappt, das funktioniert. Das ist etwas, was man braucht. Könnt auch ein Cut, weil dann der Ruf kommt vom Alltag, aber den dann süßt sein Körper empfiehlt bei sich, also ich fand, das möchte auch so ein Cut zu der Hektik. So. Ja. Ja, ich stelle mir nur vor, wenn ein hinfährt, so trennt den aus dem Büro raus. Schon das oft, ich gehe vom Büro auf die Glasse bei meinem Auto, ich gehe durch den Park. Allein, heinz, komme ich am Park und ich mache automatisch für mich schon, nicht so, wie man just die Atemübung gemacht haben, wo man die Kosten auf den Boden gehen, mir einfach so. Ja, das oder einfach, den Geruch von den Blättern zu kriegen oder so. Und dann möchte schon so ein Passage von einem Bereich an den anderen. Auch zum Beispiel, wenn wir am Auto sitzen, am Stamm. So mal, nee, du kannst Verspätung, das geht schon nicht. Und da fangen die an zu stressen. Mal einfach atmen, atmen. Boah, hey, nun muss ich noch singen, atmen, nicht so singen. Madame für drum Soziologie. Mais das kann in Soziologie, die Techniken, die kann in überall, egal wen machen. Das was super aus bei der Disziplin. Das kann in an einem Alltag trösten. Ich meine, das ist auch wichtig, dass sich so Übungen rausstehen, eben überall, ohne Material, ohne Aufwand, einfach mal so machen kann. Schon auch wie ich Bücher zusammengestaltet für die Bücher, dass du zum Beispiel, oder ich selber kenne Übungen aus dem Yoga, du gibt so ein A-Yoga. Ja. Auch für die Kinder, wenn ihnen zu viel an der Klasse, zu viel, alles zu viel,
kann er dann einfach hier andenken können zudeckeln ist gut für Darm Darm dann ein bisschen soulagiert aber auch einfach für im Moment so ich meine Scheiklappen so und erholen mich im Moment und das sind Übungen die ja meinst du bei den länger Versammlung sind dann nervt die nicht viel drüber geschwart kann einfach so machen und COD-Übungen die noch verhält und die dann noch rum wiederholt wann ihn zu brauchen. Genau zum Beispiel auch wenn ihr merkt dass ihn zu nervös ist während einer Versammlung kann ihn einfach atmen anatmen ausatmen und das merkt kein und das immer mehr präsent an die Gedanken die gehen mir auf die sind nicht also Medusen sehen das so plötzlich also das nimmt mir den TGV und auch zum Beispiel beim ersten den wir gemacht haben das kann ich auch einfach am Sitzen machen Duschspannung die Übung ja. Ja. Und es sind mir analog Ja. en français je suis à côté de la plaque du können den an der Plaque müttisch machen also Mittig, ja. ja, also mit die also nicht müttisch für Tierse müttisch Neupolen so Voilà. ja. Ja, Ophelia, das ist immens interessant und ich meine, wo jeder da die Busse ging, sich unser Kaltbahn schreiben, dass in der Trends du ging machen und meinst du so kleine Dinge, Uti ins Reck greift und hilft da Dinge bestimmt ein gut Stück. Bei der Wurzbildung gehst du ja auch Kuren, ab Januar fängst du mit 2 Kuren sogar und in eng Initiation aus der Tisch das am Anfang für Leute die aufhängen Soziologie kennenlernen und das für Erwachsene oder ist das doch für Eltern mit Kindern oder das für Eltern für Erwachsene also für die Lust hat Soziologie zu entdecken auch für mehr Junge also Soziologie als für Jugendliche ja okay also du kannst für kommen das ist schon mit der Kinder du als echt gut das nicht ja das nicht dafür geduld mehr du hast ja dann Kugelierse noch spielen ja parallel lebt dann die Kugelierse spielen das ein sanftes neues Treff für die Kleinen also schon werden wir durch die eng oder andere Keier kleinen Sophrologieübungen machen für die Kleinen wir waren älter bei durchkommen oder Großeltern da lehren sie Übungen die sie dann aber auch können daheim an der Familie können umwenden ja am Spielen als Soziologie auf Kanner das May am Spiel ja, schon zum Beispiel ein Buch von gehabt Sophrologie mit kleine Geschichten also der das dann ein bisschen in Richtung Fantasie lesen aus der bin die Übungen an den Geschichte an so. Kann ich machen ja. Beim Yoga hun statt auch schon so keine gelehrt da sind Yoga-Übungen dann noch nur derre benannten oder nur Figuren benannten Übungen sind die dann an enger Geschichte angepackt werden und sowas bei der Sophrologie auch ja ziemlich ja. Okay. Maja also die Kur von Ophelia den das immer samstes Moes von 10 bis halb 12 wo Plötze bei mittwochs overs von halb 7 bis 8 Dauer für Französisch okay samstes Mal doppeltze du entdeck mal Soziologie mit Spruch ja Maja also wann du da los die können dich gerne dafür an der Wurzbildung ummelden wann da kann er die Mist versucht gehen oder die Luft und die eng oder einer Geschichte laufen ein bisschen zu basteln die dürfen da bei der Kugelierse Spiele kommen den zeitgleich schläft so den dann ab es kleine samstes Moes Treff ganz Familie wann in der Welt also mir invitieren hier für sich bei als unzumelden beim Ophelia oder bei mir je nachdem wen dann ugemerkt Merci Ophelia das war ganz interessant dann weißt du die doch schon gut du und ich will sie du ganz
entspannt und geerdet und ja, und an dieser Zeit, die wir haben mit dem ganzen Covid-Stress und wo all der ein bisschen ernst ist und kann auch abgeholt sein, und jeder ein bisschen abgeholt ist. Erleichtern die Übungen als vielleicht ein bisschen den Umgang mit uns selber und mit den anderen noch. Jedenfalls so mir merci, dass du bei unserem Online-Ältere-Café dabei wart, Veronique und ich selber. Und wenn ihr Fragen habt oder ihr Schwerps wollt ummelden, wir sind bereit, dass da es anruft, entweder bei der älteren Schule, wo Veronique schafft, Informationen von den auf ihrem Site ältereschule.lu genau oder an der Wurzelbildung auf Wurzelbildung.lu, wo das ganze Programm ist, oder einfach die Telefonnummer da ist oder schenkt euch ein E-Mail, weiter Welt. Jedenfalls wird das gefreut, dass ihr dabei wart bei unserem stressfreien, hoffentlich stressfreien Familienalltag, den der Lo in Zukunft wird tun. Adi. So, wir haben uns noch ein Kehr an unserer kleinen Runde zusammengefunden. Und zwar gibt Ophelia also kleinen Aufschlussbonbon gehen. Und zwar gingen wir nur proposieren, eine Viertelstunde, einen kleinen Schnupperkurs, Sophologie, Kaisidienne zu machen. Also, wenn ihr Lust habt, zu machen, Veronique und ich, wir werden uns dann ein bisschen an die Welt von der Sophologie entfeiern lassen von Ophelia. Ophelia, musst du das lieber auf Lützeburg oder lieber auf Französisch? Ich muss auf Französisch das kann ja machen. Plutôt en français. Ich hoffe, dass dein Steinchen, die versteht alles, aber sonst weiß mir nicht, wie du das musst machen. Nee, ja, schon mal fertig, ich glaube, Lützeburg machen, aber also können noch andere Leute, wenn sie Lust haben, das auch tun. Ok, naja, dann wird es bei dir. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement se détendre, prendre conscience du moment présent et se relâcher chaque partie du corps, au niveau de la tête, du cou, les épaules, le haut du corps, le bas-ventre et les jambes. Pour se détendre et accueillir les sensations, les émotions positives qui s'expriment en nous, quand on se ferme, quand on se replie sur nous-mêmes pour découvrir ce monde intérieur au travers de notre conscience. Alors, il suffit simplement d'observer l'espace dans lequel nous sommes, la place que nous y occupons, et nous pouvons fermer nos yeux. Nous prenons conscience de nos pieds à plat sur le sol, nos mains sur nos cuisses. Nos coudes sont contre notre corps, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Et nous pouvons nous intéresser à présent à notre respiration. L'air rentre par le nez et sort par la bouche. À l'inspiration, nous pouvons sentir une forme de fraîcheur au travers de nos narines. Et à l'expiration, peut-être de la chaleur au travers de notre bouche. Portons à présent notre attention au niveau de notre tête. Nous prenons conscience de la forme, la taille de notre tête, en train de se détendre. Nous relâchons les tensions au niveau de notre front. Nous relâchons les muscles autour de nos yeux. Desserrons la mâchoire. Relâchons la langue. Et pour améliorer la détente au niveau de ce premier système, nous inspirons. Expirons. Relax.
toute notre tête est détendue. Nous portons à présent notre attention au niveau de notre cou, la nuque, les épaules, en train de se détendre. Nous laissons les épaules s'affaisser, descendre vers le bas. Et pour améliorer la détente, nous inspirons et expirons. Relâchement de toute cette deuxième région de notre corps, qui s'appelle en sophrologie le deuxième système. Portons à présent notre attention au niveau de notre thorax, nos omoplates, nos bras, nos mains, nos doigts, la paume de nos mains, en train de se relâcher. Et pour améliorer ce relâchement, nous inspirons et expirons pour relâcher cette troisième région de notre corps que nous appelons le troisième système. Nous accueillons les agréables sensations, peut-être de la chaleur, de la légèreté, de la fraîcheur, lourdeur, picotement, dans toute cette région que nous venons de détendre. Nous ne portons pas de jugement. Nous observons toutes ces sensations comme si c'était la première fois, en ayant un regard de contemplation, comme un enfant qui découvre pour la première fois les sensations qui s'expriment dans le corps. Portons à présent notre attention au niveau du haut du ventre et le dos, en train de se détendre. Et pour améliorer la détente, nous inspirons et expirons. Notre respiration est plus basse. Elle se calme. Au niveau abdominal. Et nous accueillons toutes ces sensations. Chaleur, froideur, lourdeur, légèreté, picotement ou fourmillement, sans jugement. Nous les accueillons. Nous poursuivons l'intégration de notre corps pour nous intéresser à présent au niveau du bas du corps. Nous prenons conscience de nos hanches, nos cuisses, tibias, mollets, les pieds, la plante des pieds. Et pour améliorer la détente de toute cette partie du corps appelée le cinquième système, nous inspirons et expirons. Relax. Relaxation de tout ce cinquième système. Et nous accueillons les sensations
légèreté, lourdeur, chaleur, fraîcheur, picotement, ou toute autre sensation positive qui s'exprime dans cette région de notre corps au travers de la conscience. Et pour intégrer tout notre corps dans la conscience, nous faisons un espèce de body scan. Nous parcourons le corps, les pieds, les jambes, les hanches, le bas-ventre, le haut du ventre, le thorax, nos épaules, le cou, la nuque, la tête, le haut de notre tête. Et nous parcourons le corps à nouveau. Nous intégrons bien la forme de notre tête, cou, épaules, bras, thorax, omoplate, le bas du dos, le ventre, nos jambes, nos pieds. Et pour transformer toutes ces sensations positives qui se transforment en sentiments, nous inspirons et expirons. Inspiration, expiration. Relax. Et nous laissons ces sensations positives se transformer en sentiments pour accueillir la paix, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie qui s'exprime dans tout notre corps, dans chacune de nos cellules, dans chacune de nos molécules. Nous activons le positif en nous. Nous nous accordons un petit temps de pause pour intégrer la découverte de ce monde intérieur, cette région phronique. La séance touche à sa fin. Mais notre vie, elle continue. Si nous le souhaitons, nous pouvons rester dans cet état de sensation positive, d'équilibre, quelques minutes après la séance, ou pour le restant de la journée, de la soirée. Et peut-être qu'à chaque moment où nous nous sentirons dépassés par les événements, trop stressés, nous pourrons nous souvenir de toutes ces sensations que nous ressentons ici et maintenant pour trouver l'équilibre en nous et vivre plus consciemment dans l'ici et le maintenant. Avant de terminer la séance, nous renforçons 3 capacités qui sont en chacun de nous. La confiance en nous-mêmes, l'harmonie de notre corps et notre mental, et cette capacité d'espoir en une vie plus positive, riche en sens. Et pour remonter à présent notre niveau de conscience, nous inspirons quelquefois plus profondément.
ce qui permet d'activer le tonus musculaire. Et tout doucement, nous bougeons nos orteils, nos pieds, nos jambes. Nous fermons les mains, nous les ouvrons. Et si nous en ressentons le besoin, nous nous étirons. Nous nous massons. Nous pouvons même bailler, ce qui permet de se dire que nous nous sommes bien déstressés. Et nous nous resituons dans l'ici, le maintenant, l'espace que nous occupons dans cette pièce. L'heure approximative. La saison dans laquelle nous sommes. Et quand nous nous sentirons prêtes, nous pourrons ouvrir nos yeux. Merci pour ce moment. Merci Ophelia. Merci. Tout gut gedo. Ja, ich könnte schon weiter geschrieben. Also nimmen empfehlenswert. Vielleicht könnt ihr das schon noch wiederholen, so eine Seance mit Ophelia an einem von unseren Kuren, die wir eben ab Januar bei unserer Wissensbildung anbieten. Oder aber über das Flotbuch, wo kleine Outils drauf geschlagen sind, die ihr noch dann selber ausprobieren. Ja, und da wünsche ich euch allen guten, eine gut entspannte Zeit und Zukunft. Merci. Merci. Merci.